So, er hat ja jetzt gerade nichts zu tun. Hey, Artie. Hey, Aber Mr. Sonderagent. Ja, Wie genau. läuft die Geheimmission? Die läuft Wenn super. alles genauso läuft wie geplant, sollte in Kürze alles erledigt sein. Wenn ich meine Rolle spielen soll, ich höre aufs Wort. Montag, 12. Oktober 1931. Guten Tag, ihr Leid. Und damit wir es gleich hinter uns kriegen. Und... Ja, mich gibt's auch noch. Guten Tag. Ja. Nach unserem etwas abrupten Ende in der letzten Folge, wo ich mich noch gar nicht hier umgeguckt habe, gescheit. So, Gedankenkartendrucker, zeig mal her. Ich muss mich hier noch im Büro vom jungen Emmett Brown umgucken. Was macht diese Schreibmaschine nochmal? Während des Affinitätstests empfängt sie Daten vom Gehirnvermessungshelm und wandelt sie in Lochkarten um. So wie die von Mr. Tennant dort drüben. Klingt kompliziert. Eigentlich war es sehr leicht, alles zusammenzubauen, nachdem Edna mich auf die Idee gebracht hatte. Klingt für mich, als würdest du an härteren Problemen arbeiten. Was? Tut mir leid, ich muss weiterarbeiten. Okay. Aquarium? Was macht die Bakterienkultur? Geht so, die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet wird. Den haben wir schon in der letzten Folge aufgedreht. Das fand er nicht gut. Dann hat das rote Lämpchen geleuchtet. Was haben wir denn hier? Ausgang. Guck da. Plattenspieler, Ausgang. Vorsicht, bevor ich wieder rausgehe, weißt du? Das wollen wir nicht. Und Bildwand I gibt's don't auch care von Trixie Trotter? noch. I don't Edna mag care. diese Art von Musik nicht wirklich. Aber ich finde sie sehr beruhigend. Oh. Ah, okay. Gefällt ihm. Grün. Grün gefällt ihm. Emmets Gedankenkarte. Wenn da ich unten. Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Okay, was haben wir hier? Knopf zum Wechseln der Dias. Was für Dia? What people think of me. Nichts passiert. Der Knopf wechselt während des Gedankentests zwischen den Dias. Er funktioniert nur, wenn der Test gerade läuft. Achso. So, da drüben war noch irgendwas. Ein Eintopf. Hey Emmett, was kochst du da? Das ist ein altes Brown-Familienrezept für Hasenpfeffer. Hasenpfeffer? Kanincheneintopf. Der Trick ist, den Kreuzkümmel erst eine Stunde nach den Karotten zuzugeben. Riech mal. Hast du je in deinem Leben etwas Besseres gerochen? Es ist kräftig, ja. Es ist Es köchelt kräftig. jetzt erstmal so vor sich hin. Okay, das gefällt ihm auch. Also manche Sachen gefallen ihm. Was ist das da? Eine Staffelei? Was steht da drauf? The scientist that caught Kid Was ist Tennant. das? Oh. Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kid Tennant schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Das ist ehrlich gesagt nicht so toll. Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf. Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Unglücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Oh. Schwer. Extrem. Meine Mutter hatte aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Ich glaube, wir kriegen ein Babyfoto von Emmett. Aber erst will ich noch gucken, was der Generator da macht. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Das Raketentreibstoffexperiment hat wohl einen Zahn aus der Handkurbel herausgebrochen. Wenn du sie mehr als 10 Sekunden drehst, dann... Au! Bekommt man einen Stromschlag. Okay. Das mag er nicht. Er mag keinen Stromschlag. Alles klar. Bildwand? Bildwand. Hey, können wir hier mit Frankenstein gucken? Tut mir leid, Sunny. Ich brauche diesen Projektor, um positive und negative visuelle Reize für meine mentalen Affinitätstests abzubilden. Frankenstein sollte besser auf einer großen Leinwand angeschaut werden, oder? Wo ist denn eigentlich der Projektor? Ah, Gedankenkarten. Was ist das? Das sind Gedankenkarten von Dutzenden Personen, die ich in den letzten Wochen getestet habe. Ich muss sie noch vor der Expo sortieren. Warum? Edna will alle Bewohner von Hill Valley mittels ihrer mentalen Alle? Affinität katalogisieren. Ist das nicht süß? Nicht wirklich.
Süß hätte ich das jetzt halt nicht genannt. So, wo ist denn das Familienalbum? Wo hat er denn das hingelegt? Aquarium? Ah, das ist das mit den... Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. So, wo hat er denn das Album hingelegt? Echt jetzt? Emmet? Du hast doch eben ein Album gehabt. Ah, da. Hey Emmet, Fotoalbum. ich habe eine Idee. Von Was? Braun. Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Zack, eingesteckt. Sehr gut. Überzeuge Edna davon, dass Emmet kein Musterbürger ist. Ja. Erstmal ins Inventar gucken. Von Braun. Guck mal, das sind wirklich Deutsche gewesen. In diesem Album sind oder, Fotos oder von Holländer. Emmet, die bis in seine Kindheit zurückreichen, sagt er. Sagt er das, ja. Hey Emmet, ich hab... Wow. Was, das geht? Ups. Was zur Es war doch nur ein Oh Spaß. nein, das tut mir leid. Dein Anzug ist ruiniert. Edna wird stinksauer sein. Falsch. Was? Als Edna mir diesen Anzug gab, war mir sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn sauber zu halten, gegen 0 tendierte. Also habe ich das hier angerührt. Huch, was war das? Ein chemisches Mittel, das jeglichen Schmutz von allen Oberflächen entfernt. Emmet, du wirst Millionen verdienen. Nicht allzu schnell, fürchte ich. Aufgrund einer inhärenten Instabilität in der molekularen Zusammensetzung zerfallen die chemischen Bestandteile des Reinigers nach 12 Stunden in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme, was den kommerziellen Nutzen einschränkt. Moment, heißt das, dass sich dein Anzug in 12 Stunden auflösen wird? Gott nein, das Mittel löst sich nach der Anwendung in Luft auf. Doch wenn man diesen Reiniger noch 11 Stunden und 53 Minuten altern ließe, würde er diesen Anzug schneller zerfressen als 1000 hungrige Motten. Und das wäre eine Katastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen. Warum? Weil dieser Anzug Ednas Großvater gehörte, der ihn bei seiner Hochzeit trug. Der Arme wurde nur wenige Jahre später erschossen. Emmet? Genug der Tagträume. Zurück an die Arbeit. Reinigungsdusche. Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Nein, aber die ist tragbar. Eine Parfümflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche, aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Dieses Spray sollte für die nächsten 12 Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe stoffzerfetzender Enzyme zerfallen. Clever. So, das stecke ich mir jetzt natürlich ein, ist klar, oder? Nimm mit, Junge. Was zur Hölle ist das? Was? Ein dreiköpfiger Affe? Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Okay. Okay, also mein Plan ist ja... Laut Emmet druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ja. Mein Plan ist ja folgender. Also zuallererst mal müssen wir den, keine Ahnung, Overhead-Projektor finden. Was ist denn das? Knopf zum Wechseln der Dias. Piep. Dieser Knopf funktioniert nur, wenn der Gedankentest läuft. Ja, dann machen doch an. Gedankentest, Schalter. Ah, das sind... Ah. So, irgendwas macht er. Okay. Ja. Also gelb heißt... Jetzt pass auf. So, jetzt pass auf, ne? So, jetzt tun wir ihn schocken. Komm mal her. Da. Au! So, jetzt hat er ein schlechtes Ding, oder? So. Gut. Jetzt machen wir es. Also, mein Plan ist folgendes. Das ist ein Foto von Edna. Und wenn er Edna sieht, und dann müssen wir was Schlechtes machen, damit er eine schlechte Dingsbums kriegt. So irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Was kommt jetzt? Sag ich mal her. Nächstes Dia. Keine Ahnung. Ist das was Gutes? Wo war denn noch was Gutes? Lass mal gucken. Das Aquarium. Ah ja, der Eintopf da. Der war gut. Der Eintopf. Das hat gut gerochen, hat er gesagt. Vorsicht!
Der Duft darf sich nicht verflüchtigen. Ja, sowas mag er. Okay, nächstes Knöpfchen drücken. Komm mal her. Knopf zum Wechseln der Dias. Was haben wir denn jetzt? Das ist ein Polizist. Emmett muss natürlich Polizisten... Oh, hä? Ach so, weil jetzt da der Duft noch da ist. Ja, das ist natürlich doof. Nee. Nee. Da, machen wir die Kurbel da wieder an. Au! Okay, der geht zurück. Pass auf, kann man den jetzt nochmal? Au! So, also. Der Duft bleibt also. Und jetzt müssen wir schnell wechseln. So. Wer ist denn das? Ja, dieser Duft, der macht alles kaputt hier. Weil dann geht er automatisch auf grün. Pass auf, wir machen Stinkeduft. Dann verflüchtigt der sich, oder? Okay, der Duft scheint weg zu sein. Also bei diesem Bild brauchen wir jetzt irgendwie irgendwas Positives. Ich weiß nicht, wer das ist. Foto eines Tenants. Achso, ach, man kann da einfach draufklicken. Mann, ey. Na, so schlau hätte ich mal sein sollen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er ist offensichtlich ein Tennen, also wohl eine negative Figur. Also brauchen wir was Positives, was ihm gefällt. Was gefällt ihm denn noch? Das Aquarium? Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben müssen, was positive Gedanken macht bei Emmett. Ach, die Musik. Die Musik macht positive Gedanken. Guck. Ah, so muss das klingen. Also er sieht jetzt einen Tennen, da muss er jetzt an was Positives denken. So. Okay. Nächstes Dingens. Na. Ist das... Wer ist das? Das habe ich schon mal gesehen, das Foto. Moment, er bleibt bei positiv? Ah, weil die Musik läuft. Foto eines unschuldig aussehenden Kindes. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ah, das ist Strickland. Das ist Direktor Strickland, glaube ich. Das haben wir damals bei Edna im Zimmer gesehen. Kann man den Plattenspieler wieder ausschalten? Der soll keine guten Gedanken kriegen. Der soll jetzt ein unschuldig aussehendes Kind sehen. Nein, nicht ausschalten. Das ist meine Lieblingsstelle. Ja, aber... Hier. Nix. Au! Nochmal. Au! So. Jetzt hat er ein schlechtes Dingens. Und jetzt schnell da zurückgehen. Nicht den Eintopf, nicht den Eintopf! Oh, Ui, meine das Glatze riecht glänzt. gut. Mann, jetzt hat er schon wieder ein positives Dingens. Jetzt hat er doppelt positiv. Mach noch mal Strom. Ja, wie lange geht dieses Lied? Haben wir eigentlich noch irgendwas im Inventar? Mag er vielleicht ein Skateboard? Oh, da grüne Kekse. Da, denke ich dir. Oh, die nimmt er. Ein Stück Algenkuchen. Nimmt er wirklich? Ja? Er kriegt jetzt Kreditseite. Ah, Scheint ihm nicht so zu gefallen. Okay. Das ist gut. Jetzt Konzentration. Wir müssen den Knopf zum Wechseln der Dias drücken. Er ist gerade schlecht drauf. So, was kommt jetzt?
Also die Musik ist tödlich natürlich, ne? Foto von Trixie, das muss er gut finden. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das kann er ruhig gut finden. Weiter geht's. Nicht den Eintopf. Vermutlich dauert es, bis es wieder kocht. Ah, ja, besser ist das. Guck mal, hier, geh wieder mal weg, Marty. Ich muss was zeigen. Ne? Ich will hier den Knopf drücken. Ich bin genau auf dem Knopf drauf. Geht aber nicht. Mann. Knopf zum Wechseln der Dias. Aus. Aha, Emmett Brown. Ist das jetzt gut? Haben wir das jetzt... Hey Emmett, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Ich Gedankentest glaube, wir haben es nicht. kaputt gemacht. Ach, der Schalter hat Hat ständig immer noch grüne Kurzschlüsse. Zähne. Ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Das erledige ich auf der Expo. Dann erstelle ich wohl keine Gedankenkarten mehr. Ich schätze, ich probiere es aus und hoffe aufs Beste. Also war das jetzt grundsätzlich richtig, was wir da gemacht haben? Guck mal her. Jetzt so. Emmett Brown. So. Emmets Gedankenkarte. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Ja, okay, dann machen wir das halt andersrum. Dann nehmen wir die da und tauschen die aus durch die Emmets da. Gedankenkarte mit einer schlechteren auszutauschen, ist sicher eine gute Idee. Aber ich sollte sie vorher mit dem mentalen Affinitätsmesser überprüfen. Ach so. Entschuldigung, habe ich nicht dran gedacht. Das ist der mentale Affinitätsmesser. Das ist die Karte. Das lässt sich doch kombinieren. Weißt du, was natürlich ganz dumm rumdackle? Dackel, 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 Dackel. So, jetzt aber. Also. Bingo! Degenerierte Krimineller. Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Sehr Jetzt gut. muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine das eigene dürfte Maschine jetzt wird ihm halt zum relativ Verhängnis. einfach sein. Das haben wir ja eben schon geprobt. Man nehme die Karte. Mal her. So. Und man tausche sie aus durch diese da. Okay, Emmet, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey, Was? ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Der war Edna hätte mich umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmet auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. Ich konzentriere mich besser darauf, Emmet als untreu und schlampig darzustellen. So, überzeuge Edna davon, dass Emmet schlampig ist. Also, wir... Moment. Ja, wir haben noch das Öl. Wenn Emmet auf der Expo ist und wir schütten Öl über ihn und dann sieht er schlampig aus. Und da hat ja das Zeug nicht dabei, der kann ja seine Dusche nicht mitnehmen. Die ist nicht sehr transportabel, hat er gesagt, ne? So, das ist jetzt mein Plan. Außerdem haben wir ein Fotoalbum, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Na, gucken nicht, dass ich noch was vergesse. Ich laber ihn noch mal Emmet? Ja? Warum die neuen Klamotten? Der will keinen Frankenstein sehen. So, Geh pass wieder auf. an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Also wir haben jetzt Danke. das Fotoalbum. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum Ausgang. Wir nehmen jetzt das Fotoalbum, wenn die sein ganzes Leben... Was? Was ist jetzt los? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Ich will noch grüne Das Zähne. Gerede über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein, manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will. Emmet, Oh nein. Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Jetzt Das gleich. ist nicht Nein. gut. Oh, Nein, richtig. nein. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann auch viel romantischer. Denk dir nur, morgen um diese Zeit werden Edna und ich verlobt sein. Und wir werden von der Wissenschaft gefeiert werden. Das verdanke ich nur dir. Nein, mach Gern das geschehen. einfach nicht. Ja, super. Ich bin der sie zusammengebracht hat. Und jetzt bin ich der sie dazu... Also, ja, komm, Ausgang. Also, ich setze genug hier. Also, wir werden jetzt dieses Fotoalbum Trixie zeigen. Und die wird sich dann hoffentlich das Babyfoto rausnehmen. Hoffe ich doch. So ist der Plan. So, dann gehen wir da mal hin. Guck mal, Emmet sitzt neben am Auto. Der redet noch mit... Oh, da ist was Neues. Was gibt's hier? Ein Diorama. Gleich mal angucken. Was ist denn das? Ein Vulkan? Was ist denn das da?
hat Trixie. Knopf drücken, um Hill Valleys urzeitliche Vergangenheit zu erleben. Na gut, wenn dieser Dinosaurier Tyrannosaurus heißt, werde ich... Knopf. Die Zeiten in Hill Valley mögen schwer sein. Doch unsere Sorgen scheinen unbedeutend, wenn wir uns zurück ins Pleistozän versetzen. Erwartet Sie nur Ärger, wenn Sie vor die Tür gehen? Na, zum Glück ist es kein Tyrannosaurus, König der Urzeitechsen. Und wenn Sie in Schulden versinken, tja, Sie könnten auch in etwas viel klebrigerem versinken. Zum Beispiel in den Teergruben von Hill Valley. Ja, Diesen Blick in die sitzt. ferne Vergangenheit präsentierte Ihnen Lamons Hermelinpelze. Denn Pelz ist für die Ewigkeit. Mhm. Ein Pelz, ja? Pelze gespendet von Lamonts Hermelinpelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Ja, genau, nehmen Sie wir mal. stecken in der Teergrube fest. Wie, das ist eine richtige Teergrube? Vulkan? Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Klasse mal gebastelt habe. Dinosaurier? Wir sollten einen Ausflug zu den Sauriern machen, wenn der echte Doc wieder da ist. Da will ich dabei sein. Was waren das da? Autos dazu? Achso, ja. Oh, Moment. Sprühflasche, kann ich die mit dem Höhlenmensch verwenden? Yep. Okay, alles klar. Ah, Gut, dass jetzt ich das läuft's. vor dem Ablauf von Heute Emmets läuft's. 12 Gestern war ein Stundenfrist bisschen gemacht holprig, habe. finde Sonst ich. hätte der Reiniger den Pelz aufgelöst. So, jetzt nochmal Dann den wollen Pelz wir mal nehmen. die Pelze ablegen, Ja, nicht wahr? sehr gut. Funktioniert. Wir haben den wahrscheinlich festgeklebt, damit man ihn eben nicht kriegt. So. Jetzt haben wir ja, also bis auf das Babyfoto, das müssen wir noch, pass auf. Ich gebe ihr erstmal einen Pilz. So, zack, nimm. Hey Trixie, sind diese Pelze gut genug? Naja, sind etwas schäbig, aber sie genügen. Jetzt bring mir das Fotoalbum und wir sind im Geschäft. Ein Fotoalbum will sie. Ich dachte, sie will nur ein Babyfoto haben. Ja, ein Fotoalbum habe ich. Hier, guck da. Von Brown Family Album. Von Braun, nicht Brown. Achso, ich muss auch anklicken. So, jetzt hier, nimm. Ich habe Emmets Fotoalbum mitgebracht. Mal sehen. Wow, sieht gar nicht so schlecht aus für einen Eierkopf. Denken Sie daran, Sie sollen ihn nicht wirklich verführen. Ich vergreif mich nicht an Kindern, Kleiner. Haben Sie denn jetzt auch alles für Ihren großen Auftritt? Alles außer deinem Freund. Emmett Brown, rote Haare, etwa so groß. Er wird mit Edna Strickland Ach so. zusammen sein. Der, achso. Aber nicht mehr lange. Klasse. So, jetzt müssen wir Edna davon überzeugen, dass Emmet schlampig ist. So, wir müssen jetzt Emmet hier irgendwie herkriegen. Was sind denn da für Blümchen? Achso. So, pass auf. Also Edna ist da drüben und redet mit Carl Sagan. Doc Hey natürlich. Doc, ich meine, Mr. Sagan. Entschuldigen Sie mich kurz, Miss Strickland. Für den Moment habe ich Sie neutralisiert. Wie geht es bei dir mit dem Plan voran? Ich habe diese Sprühflasche gefunden wegen ihres jüngeren Ichs in Edna. Haben Sie wirklich nur Augen für Edna gehabt? Komm, ich Das frage war, mal dass ein Sie bisschen nur Augen rum, für ne? Edna hatten? Zu der Zeit? Ich fürchte schon. Ich neigte dazu, das andere Geschlecht zu idealisieren. Ich war auf einer Jungenschule und Jules Verne's weibliche Charaktere waren immer etwas skizzenhaft. Wir haben keine Zeit für eine Therapiesitzung, Doc. Sie in diesem Anzug, überzeugen Sie Edna davon, dass Sie ein Krimineller sind. Er wird Sie fragen, ob sie ihn heiraten will. Ja. Schreckliche Neuigkeiten, Doc. Emmett wird heute Abend um Ednas Hand anhalten. Aber so ist es nicht gewesen. Sie hat mich erst viel später dazu gebracht, Sie zu fragen. An dem Abend am See. Irgendetwas muss ihn zur Eile getrieben haben. Großer Gott! Diese Zeitreisesache ist verzwickter, als ich dachte. Überzeugen wir Edna davon, dass Sie ein Krimineller sind. Wissen Sie noch, wie Ihr mentaler Affinitätsmesser Sie als Musterbürger ausgewiesen hat? Warten Sie mal ab, wie... Halt! Du wolltest mir einen deiner Pläne verraten, um Ja, Edna nee, und mich will auseinanderzubringen, er ja oder? gar nicht. Hier. Ja, sehen Sie, Edna glaubt... Hör auf. Nein, Ich soll er weiß, nicht es ist für machen. einen guten Zweck, aber ich will trotzdem keine Einzelheiten über den drohenden Herzschmerz meines jüngeren Ichs erfahren. So, Sie in diesem Edna sagte, Anzug. dass ihr jüngeres Ich großartig im Anzug ihres Großvaters aussah. Ja, ich sah in dem Anzug gut aus. Sie hasste es, wenn er schmutzig wurde. Oh, kann man noch was fragen? Anderes Thema, Doc. So, also, ich habe diese Sprühflasche gefunden.
Das habe ich aus Emmets, ihrem Labor. Eine Es ist Anti-Kleb- und Anti-Fleckenformel. Anti-Kleb- Ich und erinnere mich. Anti-Fleckenformel. Ich hatte große Hoffnungen für das Mittel, bis ich merkte, dass es nach 12 Stunden zu stoffzersetzenden Enzymen zerfällt. Das sagte auch ihr jüngeres Ich. Wegen Edna. Wegen Edna. Keine Sorge, sie geht gerade nirgendwo hin. Das ist gut, aber Die soll eigentlich Emmett holen. Fangen Sie wieder an, sie zu verdreht mögen. Ihnen nicht den Kopf, oder? Himmel, nein! Die Erinnerung daran, wie ihr älteres Ich mich in die Rekonditionierungskammer brachte, ist zu stark. Die jüngere Version ist allerdings wesentlich attraktiver. Worüber haben Sie zwei Worüber geredet? sprechen Sie beide überhaupt? Privatsache. Ich habe ihr versprochen, dass es unter uns bleibt. Erstmal. Haben Sie etwas Hilfreiches herausgefunden? Nur, dass sie stur, streitlustig und völlig überzeugt von ihrer eigenen moralischen Überlegenheit ist. Danke, Doc, das hilft mir sehr. Also ich versuche gerade weitere Infos rauszukriegen und dann rede ich mit Edna und ich weiß nicht, vielleicht, so, das haben wir ja ab. Zu einem anderen Thema. Ah ja, okay, Hoffentlich das ist ein einem anderes erfreulicherem. Thema. Das hatten wir, fehlt nur noch. Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, worauf soll ich nochmal achten? Auf das Signal, dass die Prüfung der Zeitleitung vorbei ist. Die Analyse kann eine Weile dauern. Sag mir Bescheid, wenn die Leuchte grün wird. Dann starte Ach so. ich den nächsten Testlauf. Ach so, okay. Ja, beenden. Komm, wir gucken mal in DeLorean rein. So, kommen Sie mal her. Gehen Sie mal drum herum, genau. Doc wollte, dass ich ihm sage, wenn das Lämpchen an dem Diagnosedings grün Und wird. ist es grün? Hey, das Lämpchen es ist ist grün. grün. Das bedeutet, Doc kann den DeLorean wieder rausfahren. Es ist grün, meine Kerle. So, also, er kann den DeLorean rausfahren. Also er kann er kann einen neuen Test machen. Kann er irgendwie. Moment. Hä? Ich habe schon wieder die. Wenn ich nach oben drücke, passiert nichts. Ach, diese Steuerung, die macht mich komplett fertig. Hey, also echt jetzt. Guck mal. Ich drücke nach unten. Oh! Ja. Komm. So. Also, Doc, pass auf. Der DeLorean ist grün. Ich muss mit Ihnen reden. Verzeihung, meine Liebe. Ja? Ja. Die Leuchte ist grün. Das Teil, das Sie an den DeLorean angeschlossen haben. Der chronometrische Analysator? Ja, die Leuchte ist jetzt grün. Wundervoll. Wenn die Systeme laufen, kann ich einen weiteren Testlauf starten. Ich habe kurz etwas zu erledigen, Miss Strickland. Denken Sie über das nach, was ich Ihnen gesagt habe. Oh, das werde ich. Einfach mal. Okay. Es sieht nicht. Und wann sind Shit. Sie gelandet? Vor 9 Stunden und 37 Minuten. Autsch. Offen gesagt wird es langsam etwas schwierig, mir nicht selbst über den Weg zu laufen. Der Zeitsprung lieferte einige interessante neue Daten über den Fluxbereich. Ich führe weitere Tests durch. Mal sehen, was wir finden. Lief ja jetzt halt nicht so gut. Nein, noch kein grünes Licht. Kann ich irgendwie was machen, wollte ich gerade sagen, aber. Gut, jetzt sich immer wieder darüber dreht. Oh, das ist. Ich bin noch am rausfinden, wie die Steuerung funktioniert. Ja, komm, das interessiert euch nicht, aber mich macht sie irre. Also die Steuerung über Pfeile oder halt WASD. So, also. Ich verstehe. Nun, Sie wissen zweifellos sehr viel über mich, Mr. Sagan. Unter uns investigativen Journalisten, Miss Strickland? Ihre Motive sind vielleicht fraglich. Könnte ich kurz mit So, Ihnen sprechen, Miss sorry, Strickland? aber ja, ich muss Sicher. kurz mit dir reden. Entschuldigen Sie uns einen Moment. So, das müssen wir jetzt noch Es ist wie fertig kriegen. Also. Er hat ein kleines schwarzes Buch. Achso, Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. sorry, haben wir irgendwie was Cooles? Algenkuchen?
weiß nicht, ich benutze mal die Liste mit Edna. Ne, Nee. Also, was jetzt fehlt, ist einfach nur Emmett. Emmett fehlt. Also der Junge. Der junge Emmett Brown. Oder muss ich sie nochmal anreden? Aber sie sagt ja, der Emmett ich glaube fehlt. nicht. Ja. Ach so, ich hab noch so. Falscher Knopf. So. So, jetzt hat. Was macht er denn jetzt? Ich hab doch eine Trixie ange... Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Das Problem ist, dass der Bereich, wo man etwas anklicken kann, ist halt riesig. Manchmal ist er riesig, manchmal ist er winzig. Es ist Wahnsinn. So, er hat ja jetzt gerade nichts zu tun. Hey, Artie. Hey, Aber Mr. Sonderagent. Ja, Wie genau. läuft die Geheimmission? Die läuft Wenn super. alles genauso läuft wie geplant, sollte in Kürze alles erledigt sein. Wenn ich meine Rolle spielen soll, ich höre aufs Wort. Okay. Sind Sie für Anmeldungen? Haben Sie Sylvia schon getroffen? Warum haben Sie Trixie gefeuert? Wie läuft so ohne Kit? Wie macht sich die Expo? Glauben Sie, die Hill Valley Expo wird ein Erfolg? Was spricht dagegen? Warum sollte Kalifornien nicht sein eigenes Technologiezentrum haben? Okay. Also ich frage jetzt hier mal rum und vielleicht, wenn ich ihn rumfrage, vielleicht vergeht dann Ingame Zeit oder so, dass dann heißt, so, die Expo ist eröffnet, auf geht's. Warum haben Sie Trixie Warum gefeuert? mussten Sie Trixie feuern? Ja, weil sie keine Glauben Sie, das Kanadierin wollte ist. ich? Es ist verboten, weil es keine wissentlich eine Amerikanerin Kanadierin ist. zu engagieren. Ich will nicht wieder Probleme mit dem Gesetz. Ja, aber nur weil, das ist halt doof, ne? Ich meine, ja, muss hier in Amerika geboren sein oder so. Ist halt doof, so wie Ich läuft's schätze, ohne für Kit? Tennant zu arbeiten fehlt Ihnen nicht. Nein, Sir. Ich weiß nicht, wie ich jemals an so einen brutalen, gefährlichen Gangster geraten bin. Und dann noch unbezahlte Überstunden. Das ist das Schlimmste. Haben Sie Sylvia schon Sie haben getroffen? ich meine Sylvia noch nicht getroffen, oder? Meine Kontaktperson? Noch nicht. Ist er oder sie auf der Expo? Ich glaube nicht und ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Sie. Sie sind also bei der Expo für die Anmeldung zuständig? Und Chefbuchhalter und Zahlmeister. Sie bringen's zu was. Aber Das echt, wäre alles nicht passiert, hätte ich nicht auf die Vorladung reagiert. halten Sie die Augen nach Sylvia offen. Halten Sie nach Sylvia Ausschau. Was soll ich tun, wenn ich sie treffe? Lassen Sie einfach der Natur ihren Lauf. Okay, hier gibt's irgendwie Machen nichts Sie mehr nur so zu weiter, bereden. Grandpa. Großvater? Das ist unser Codename für Sie. Oh, ha, witzig. Nicht wirklich. Jetzt haben wir ja eigentlich nur noch einen, mit dem wir reden können. Nicht der Typ. Hier, Q-Ball. Kann der auch noch was machen? Hey, Kann der mir noch Kumpel. ein paar Fotos Na geben? toll, der wieder. Na toll, der wieder. Ja, okay, das Bleib sauber, ist nichts zu Q-Ball. bereden. Das versuche ich doch immer. So, ich kann irgendwie aber auch jetzt nichts mehr hier machen. Achso, ich könnte Emmett einfach holen. Mann! Ja, yeah, die Steuerung. So, pass auf. Wir holen jetzt halt Emmett. Also wir fahren jetzt zurück und sagen zu Emmett, hör mal Emmett, du kommst jetzt mit... Sonny, Was? ich bin mit meinem Latein am Ende. Meine Anti-Kleb- und Anti-Flecken-Formel ist weg. Kannst du keinen herstellen? Dafür ist keine Zeit. Keine Sorge, er taucht bestimmt bald wieder auf. Gut, denn ich werde absolut auf gar keinen Fall ohne ihn zur Expo gehen. Ja, wir müssen dem jetzt die Klebdingsbums-Zeug geben. Damit er zur Expo geht. Aber dann haben wir das Zeug nicht mehr, dann ist unser Plan weg. Da mache ich mir in der nächsten Folge drüber Gedanken. Nee, da mache ich mir keine Gedanken. Ich drücke sie dem in die Hand und gut ist. So, bis dahin. Mir fällt kein guter Abschiedsreim ein. Aber Reim und ein reimt sich schon ziemlich gut. Sehr gut. Tschö. Voll der Reim.